Kennt ihr den schon? Es war einmal ein Trolldorf in Banished. Und ich würde sagen, das spielen wir jetzt auch, oder? Hallo zusammen. Wir sind hier in Nöten. Leider. Wie immer eigentlich, in den letzten paar Folgen. Wir haben hier einen Trader. Der Trader, den habt ihr vielleicht in der letzten Folge noch mitbekommen. Der bringt mir gar nichts. Weil Kleidung haben wir. Was wollte ich da noch? Und ich habe jetzt dem gesagt, dass, wenn er das nächste Mal wieder kommt, er soll doch bitte Eisen und Werkzeug mitbringen. Und ich hoffe, das macht er auch. Was ich jetzt aber hier einstellen will, ist, dass Eisen eingekauft wird. Sagen wir so 300 Stück oder so. Ich hoffe, das wird uns ein bisschen weiterbringen. Der kann jetzt wieder gehen. Und jo. Ich sehe, es wird gebaut. Klar, es geht sehr lang, weil da sind Nummer 2 und es bräuchte 4, aber es wird gebaut. Wie schön ist das denn? Und ich denke, das Problem wird sich jetzt gerade erledigen. Sobald da die Lagerhalle fertiggestellt ist, dass wir da immer für unsere Güter die Warnung bekommen, da, was haben wir? Eisen. Eisen. Bitte. Ja. Diese Produktion ist halt immer noch sehr mühselig. Wenigstens kommen wir wieder neue Kinder über. Aber. Jetzt sehe ich gerade da. Oh. Ich muss anders hinsetzen da. Ein Fischer ist gestorben und er ist nicht ersetzt worden. Das heisst, wir haben jetzt noch 2 Fischer von 8. Ja, die können wir jetzt gerade ganz ausschalten. Weil wir haben genug zu essen, wir können es uns leisten. Aber wir können es uns nicht leisten, dass an anderen Orten Leute fehlen. Vor allem, wenn man natürlich immer noch 2 Bauarbeiter braucht. Gut, momentan kann ich sie noch wegnehmen, bis da die Grundmauern stehen. Ihr wisst ja, die Grundmauern werden immer von allen Arbeitern erstellt und die Bauarbeiter machen dann im Grunde genommen die Struktur fertig, mehr aber auch nicht. So, wie sieht es aus in diesen neuen Häusern? Das sind alles Einzelpersonen drin, bis auf die da. Okay. Tja, müssen sich ein bisschen Mühe geben da, müssen sich ein bisschen Kindli machen und so. Da sind sie so, schon fleissig dran, das finde ich sehr gut. Weil so soll es auch sein. Und wir haben 2 neue Lehrer bekommen. Yay! Da kann ich da mal wieder alle Farmer zuweisen. Die sind sehr wichtig. Und klar, Eisen fehlt halt immer noch. Aber sie sind dran, Langsam steht der Tropfen hüllt den Stein, oder wie man dem sagt. Hüllt den Stein. Ich glaube, das ist ein guter Titel für die Folge, nicht? Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 15, habe ich gemeint. Es geht gut voran, wirklich sehr gut. Heute ist ein guter Tag. Ich wollte vorwärts kommen bei Banished. Ich bin jetzt seit knapp 2,5-3 Stunden am Gamen. Natürlich immer am Aufnehmen. Das sind jetzt die Folgen, glaube ich, 9 bis 15. Kommt jemand hin. Und ich hoffe, dass ich eigentlich vorwärts gekommen bin auch. Gut, ich merke es natürlich auch. Als ich angefangen habe, ist das da nicht gestanden. Ist das da nicht gestanden. Das da ist noch nicht rum gewesen. Und die Häuser da, die sind auch alle noch nicht rum gewesen. Da sind noch keine Viecher drin gewesen. Und ja, hat halt noch relativ jungfräulich ausgesehen, aber die gelben Punkte sind halt dort schon da gewesen. Die werde ich mir so schnell nicht los. Ja, was wollte ich da dazu sagen? Es ist wie es ist. Einen Friedhof haben wir auch immer noch nicht gebaut, da habe ich auch gesagt, den will ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, da unten oder so. weit weg, wo er mir keinen Platz wegnimmt. Was mich noch mehr aufregt, ist, dass ich da keinen Bruck überziehen kann. Das wäre eine geile Sache gewesen.
Jetzt muss ich halt schauen, dass wir da vielleicht da in diesem kleinen Tal innen noch eine kleine Siedlung hin tun können. Eine Pflaster, Dings. Und ich sehe gerade, da haben wir noch eine relativ grosse Ader Eisen. Das heisst, ich könnte jetzt mal schauen. Nein, zuerst muss ich da oben besiedeln, ja. Eindeutig. Eindeutig. Oh, Trader! Ja, du bringst mir so etwas von nichts. Aber so gar nichts. Was kann ich bei dir bestellen? Nichts. Dann weisst du was? Tschüssi. Ich wollte nicht immer so vulgär sein da, oder? Muss auch mal ein bisschen anständig sein. Was ich kann machen, was ich werde machen. Oh, nein, das ist falsch gewesen, sorry. Fail. Wir haben da schön viel Holz. Ja, dann holt es euch doch. Weil, da werde ich mich natürlich weiter besiedeln. Bis wir da zu dem schönen Platz raufkommen, wo nochmal Steine... da oben liegt ganz wenig Eisen. Und da oben auch. Dass wir dort irgendwie, ja, halt Eisen können, Dingsen. Abbauen natürlich. Weil Eisen ist einfach immer das Problem. Sie sind zwar wieder am Produzieren. Oh, wieso ist jetzt das passiert? Da hätte nicht dürfen passieren, ehrlich gesagt. Da habe ich mich irgendwie verklickt, keine Ahnung. Was ich jetzt sagen, ich habe keine Ahnung mehr. Ah ja, klar. Ich werde mich natürlich auch hier auf und ausbreiten. Das wird irgendwann mal alles besiedelt sein. Irgendwann mal. Aber momentan haben wir einfach die Mittel nicht dazu. Ja, so ist das Leben. Was soll ich da dazu noch gross sagen? Aber ich sehe, der Eisen kommt wieder langsam rein. Langsam. Und ich hoffe wirklich, dass mit dem... Ich sage das fast jedes Mal, oder? Dass der nächste Händler entweder Eisen bringt oder Werkzeug oder beides. Dass wir endlich mal aus dieser Misere da draussen sind. Ich weiss, wir werden wieder in die Misere reinkommen. Sobald der... Ja, sobald es wieder aufgebraucht ist, oder? Was ich da groß sagen? Was soll's? Ich sehe gerade, wir haben genug Ressourcen. Und ich sage es immer wieder, wenn möglich, baut Steinhäuser. Aber ich kann mir es momentan einfach nicht leisten. Darum werde ich jetzt hier noch eine weitere Siedlung tun mit Holzhäusern. Weil ich sehe, unsere Essensvorräte sind, ja, eigentlich stagnierend. Wir haben eine Stagnation. Wieso dass ich jetzt gerade auf das Wort gekommen bin? Keine Ahnung. Jetzt mal schauen, wie sieht das da aus, bis woher kann ich bauen. Ich kann bis raus bauen. Also das heisst, ich muss jetzt überlegen, wo wollte ich die bauen? Wollte ich weiter in die Richtung? Was natürlich sehr gut wäre wegen dem Eisen da hinten. Wo aber auch nicht mehr sehr viel ist. Oder wollte ich eher in die Richtung? Da haben wir auch noch ganz wenig Eisen, das nehmen wir doch gerade mit, wenn ich es gerade gesehen habe. So. Ich habe keine Ahnung, was ich wollte, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, machen wir es doch einfach mal. Und zwar hätte ich jetzt da... Habe ich jetzt da... Nein, das ist gut. Kommt da noch eins? Ja, das passt noch. Gut. Und ich baue Häuser gerne so, dass so, ja, wie kleine Quartiere sind. Wie jetzt da. Das sind sozusagen die Nachbarn da. Es sind die Nachbarn. Und die leben alle in der gleichen Straße. Wunderbar. Die können auch Kinder zusammenspielen. Die werde ich jetzt mal zuerst pausieren, weil die braucht es noch nicht. Aber die 4 da möchte ich doch gebaut haben. Ihr merkt jetzt schon vielleicht, dass ich immer so für jede Folge eigentlich so ein kleines Projekt habe.
Und das muss man auch haben hier bei Bernist, weil sonst man geht über. Wenn ich jetzt einfach würde nur auf meine Eisenproduktion achten. Ich meine, das kann ich ja schon. Das kann ich auch mit den jetzigen Arbeitern schon. Ich sehe, es kommt immer noch genug Nahrung rein. Das heisst, die Leute, die ich habe, oder wo mir zur Verfügung stehen, die mögen das bewältigen. Kann ich sagen, ja, okay, gut, nehme ich ein paar weg und stecke sie in eine Mine rein, damit ich Eisen kann produzieren selber. Das Problem dabei ist, die Mine, die ist nicht ewig. Die Mine wird irgendwann fertig sein. Das sehen wir dann, sobald die Mine da fertig gebaut ist. Und da muss ich eine weitere Mine bauen und eine weitere Mine bauen. Und es ist einfach sehr mühsam. Und für mich ist es momentan einfacher, wenn ich einfach sage, da könnt ihr das Eisen holen, das rumliegt. Weil das macht sehr viel weniger Aufwand. So für mich und natürlich auch für die Arbeit. Weil die nehme ich natürlich den Weg vom geringsten Widerstand, ist klar. Das ist nur natürlich. Ich sehe gerade da, ich aus Versehen einen Weg weitergezogen. Wahrscheinlich habe ich den Weg da. Ich hatte da einen Fischer gehabt, genau. Das erinnert mich gerade an das Lied von Fischer. Glaub's Patent Ochsner. Darf ich das sagen? Patent Ochsner. Ich glaube schon, oder? Ich singe das Lied nicht. Es ist nicht so, dass das Lied singen oder so. Ja, nein, ich singe jetzt nicht. Ich habe mir jetzt gerade ganz kurz überlegt, ob ich soll singen. Nein, ich mache es nicht. Keine Angst. Eure Ohren bleiben verschont. Ja. Wie auch immer. Was ist das da? Da ist ein Steinhaus. Können wir uns noch nicht leisten, wegen dem Eisen. Ich wollte jetzt wirklich, dass wir wieder einigermaßen ausgerüstet sind da. Ja, da können wir mal ausschalten da. Und wir kommen gleich noch Nahrung über, obwohl die Fischer ausgeschaltet sind. Und die bringen recht viel an Nahrung rein. Das überrascht mich jetzt gerade ehrlich gesagt. Was mich noch viel mehr überrascht, ist der Fisch, der hier innen liegt. Achten wir uns mal drauf. Ich würde es wieder vergessen, wie auch immer. Ja. Jetzt mal schauen. Also, was die Werkzeuge angeht, haben wir immer noch Probleme. Das ist klar. Aber, ich sehe, hier oben wird das Eisen abgebaut. Das heisst, es geht in die Produktion, das finde ich auch mal gut. Wir haben 10 Arbeiter, das finde ich auch gut. Ich könnte jetzt die Schule wieder einstellen. Einschalten. Ja. Aber ich mache es nicht. Und ich weiss jetzt schon, ich werde wieder ein Problem bekommen. Mit zu wenig Arbeitskräften. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel den weiterbauen lassen. Weil das... Oh, Trader. Schaf! So, fast verschrocken. Nein! Und dann nimmt nochmal Leder. Und Holz. Nein! Also, einen Moment. 400 mal 2 gibt 800, da könnte mir genau ein einziges Schaf leisten. Leder weiss ich, haben wir keinen. Und vom ganzen Rest nimmt er nichts. Ja. Ein Schaf, das bringt mir gar nichts. Es müssen, glaube ich, mindestens 2 sein oder 3. Das Nachwuchs bekommen. Ja, jetzt bin ich wirklich gerade krass am Überlegen, was ich jetzt hier machen will. Stein würde er wahrscheinlich auch noch nehmen. Haben wir Steinlager? Nein. Sonst würde man das dann sehen, würde es in der Liste drin stehen. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sau blöd. Schaf, und ich möchte schon so lange Schaf haben. Vermehrt sich echt ein Schaf, wenn wir das riskieren.
Nein, das riskiere ich nicht. Es müssen, glaube mindestens 3 sein. Habe ich gemeint. Eins Schaf nützt mir gar nicht. Das ist Geldverschwendung. Ja, nein, ich muss ihn gehen lassen. Komm wieder, wenn du die Nahrung annimmst. Dumme Sicht. Ah, schade. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf, weil... Schaf hätte uns echt ein bisschen aus der Misere rausgeholfen. Da merke ich gerade, wir brauchen die Bauarbeiter. Wir haben jetzt momentan genug. Jetzt sollte ich mal schauen, was braucht es da dafür. Es braucht Stein. Es braucht Holz. Holz ist kein Problem. Stein ist eigentlich ein Problem. Ja, ein kleines Problem. Das ist kein grosses Problem. Eis ist halt immer noch das grosse Problem. Stein. Passt schon. Okay. 6. So. Dann fangen da auch schon mal 2 an den Häuser bauen und danach es braucht immer 2 pro Haus. Dann läuft das auch schneller. Und jetzt sehe ich, jetzt sind wir da ein bisschen runtergefallen. Vorher sind wir auf 31, glaube ich. Jetzt sind wir noch auf 29. Das heisst, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir am Maximum sind von der Produktion, dass wir wirklich genau auf 0 rauskommen. Und ich hoffe, es bleibt jetzt ein Zeitchen so, weil momentan wollte ich mich echt nicht mit der Nahrung befassen, sondern ich wollte einfach schauen, dass Eisen genug reinkommt, dass wir Werkzeuge haben, dass wir auch ein bisschen Steine abbauen können. Das ist mir wichtig jetzt momentan. Auf den Rest schaue ich dann erst, wenn es soweit ist. Darum habe ich dann gerade grosszügig angefangen mit diesen Farmen. Weil ich habe schon einige misslungene Dörfer hinter mir. Und ja. Von dem her weiss ich ungefähr, auf was es ankommt. Wir haben jetzt auch einfach das Pech, dass wir in einem Gebiet sind, gerade, wo ein bisschen wenig Eisen rum ist, gerade im Moment. Für den Moment. Aber nachher dann, wenn ich jetzt hier aufschaue, also da ist genug Eisen rum. Also klar genug. Was ist genug? Da haben wir viel Eisen. Und vor allem können wir dann nachher auch mit den Minen anfangen. Ich denke, sobald wir 20 freie haben. Und ich denke, es geht nicht mehr so lang. Weil jetzt in diesen Häusern sind jetzt neu eingezogen. Das sind alles Bärli, das heisst, die werden jetzt bald Nachwuchs bekommen. Da haben wir fast, ja, der wird jetzt bald sterben. So leid es mir tut, gell. Aber da haben wir wenigstens auch schon Nachwuchs drin, das ist auch gut. Wie sieht es da aus? Die werden jetzt nicht bald frei da, also sicher das da mal. Mal schauen. Was ich als nächstes eigentlich will, also sobald die Projekte natürlich abgeschlossen sind, die jetzt noch offen sind, das sind die Häuser da. Da wird noch eine Zeit gehen. Da wollte ich noch nicht gerade gebaut haben. Ich muss schauen, dass ich genug Eisen reinbekomme für die Werkzeugproduktion und ich sehe, das lange hin und vorne nicht. Und ich wollte jetzt das nicht auch noch belasten, indem ich sage, ja gut, wir bauen jetzt hier noch Steinhäuser, wo je Haus, glaube ich, da kann ich schnell anschauen, 10 Eisen braucht. Oh, Trader! Schauen wir mal schnell, was der noch hat da. Bitte. Ach, jetzt kommt doch der schon. Muss ich mich gerade mal aufsetzen da. Also wir haben jetzt 500, das sind 1000. Wie viel Leder haben wir? 100. 4. 74. 24. Und 8. Okay. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Meine Kleidung haben wir momentan genug. Nimmt der Kleidung? Nehmen wir da mal 20 rein. Und natürlich Leder.
Gehen wir mal auf 200 rauf. Wir haben hier 11 Arbeiter, da kann ich schon ein paar klauen. Da kann ich die Pause wieder wegmachen. Dass die Materialien so schnell wie möglich da sind. Nimmt mich jetzt echt Wunder. Ist schon etwas da? Ja, ist. Also mal schauen. Nein, da ich will schauen. Hidecode 15. Wollen wir 100 investieren? Nein. Nein. Mal schauen, wie sieht es aus mit dem Leder? Wie viel haben wir hinbekommen? 148. 181. Kommt noch? Ein bisschen? Nein. Nein. Okay, also wir haben 181 Leder. Mal schauen, wie viel das ausmacht. 181. Das sind 1800. Da würde ich sagen, nehmen wir da die 20 noch dazu. Wir brauchen jeden Rappen, wie ihr seht. Jeden einzelnen Rappen. Dann haben wir 2110. Das würde heißen, wenn ich jetzt da 3 würde wählen, brauche ich noch 140. 140 kann ich mit Holz ausgleichen. 140, das sind 70. Also brauche ich jetzt da 90. Logs. Wo sind's? Da. Ja, bringst du mal 120. Wir haben sie ja. Da sind sie schon. Gut, also. 120 davon. Dann 15 von dem. Und 200 von dem. 2400. Jetzt kommen wir da mit den Logs ein bisschen runter. 15 sind wir am Überdingsen. Zahlen wir zu viel. Dann würde ich sagen, da noch eins weg. Und... Yeah! Also Trade. Wir haben 3 Schöfe. Was jetzt passiert, ist folgendes. Da gehe ich jetzt auf 0 runter. Und jetzt werden die armen Hühner eins nach dem anderen abgeschlachtet. Es geht relativ schnell. Jetzt kann ich da sagen, ich möchte die höhere Priorität auf dem. Da geht es ein bisschen schneller. Also keine Angst, die sterben nicht. Also nicht so schnell. Da kann ich die Schöfe dann als erstes mal da reinnehmen. Und danach jetzt muss ich, wenn ich jetzt die... Nein, die bleiben drin. Nein, die soll ich jetzt nochmal umbringen. Also, sorry. Sie sollen die Pulle draus machen. Und dann können wir die Schöfe rein tun. Und wahrscheinlich bin ich jetzt gerade ein bisschen überziehen. Ich weiß gar nicht, ich habe mal auf die Tour geschaut, aber das ist ein bisschen länger her. Sobald das gemacht ist, ich möchte gerne die Schöfe noch hier drin haben. Es geht mir zwar jetzt wirklich ein bisschen lang. Vielleicht, wenn ich jetzt da auch noch sage, da noch ein paar. Dass ich da kann, nein, splitten kann ich nicht. Ja, es geht jetzt ein Zeitchen. Nein, da kann ich jetzt wieder raufgehen. Komm schon, 17. Also 18. Auf keinen Fall noch mehr da. Ist klar, jetzt kommen wir natürlich einen kleinen Schub über. Dadurch, dass ich jetzt da Poulet mache. Mal schauen, wo die eingelagert werden. Da, ne, da. Chicken 3. Chicken 4. Ja. 12, 11.
Sobald da 0 ist, kann man dann sagen, ich will da keine Hühner mit drin haben, sondern ich möchte gerne Schafe haben. Dann sollen die sich in diesem kleinen Käfig schön vermehren. Und dann kommen die, ich denke, da werde ich dann ich mache da ein grosses Käfig rein. Das wird ein bisschen ja, wie soll man dem sagen? Meine Tierfarmzone. Da hat sie nicht gerade wieder eine Straße drumherum. Das ist so. Das mache ich immer. Wenn ich so Käfig mache, tue ich immer gerade eine Straße drumherum ziehen. Ich weiß nicht wieso. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wie sieht es da aus? Noch 4. Los, mach ich ein bisschen. Und wie ihr hier seht, wie wunderbar das ist, es werden immer mehr Leute geboren. Wir sind jetzt auf 110. Wir sind schon mal knapp bei 100 gewesen, glaube ich. Auf einmal haben wir so einen Einbruch gehabt. Also nicht einen Einbruch, dass jemand eingebrochen ist, sondern wir haben einen Einbruch an Leute gehabt. Ja komm ey, die 4 kannst du sicher noch machen, komm. Mei. Und ja, aber jetzt sind wir da schön am Wachsen und am Machen und am Tun. Und sobald wir ein bisschen mehr, also jetzt momentan haben wir wirklich viele Leute, wie ihr seht. Ich wollte jetzt nicht sagen, sobald wir mehr Leute haben, sondern sobald wir ein bisschen mehr Ressourcen haben wieder, würde ich eigentlich gerne eine Kirche bauen. Nicht, dass ich da so ein gläubiger Mensch bin oder so. Also ja. Ja, immer. Anderes Thema. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um die Leute, die hier leben. Und natürlich, so liberal bin ich, möchte ich denen gerne die Möglichkeit geben, an etwas zu glauben. Und für das ist ein Kirche gut. Und die würde mir denen bieten. Eine Kirche befasst, glaube ich, bis 200 Leute, was ich abdecken kann. Ah, schau an, ein Trader. Komm, schaffst du es noch, bevor der Trader da ist? Schaffst du es noch? Bitte? Ja! Ja. Schieb. Und da kommen sie. Sie sind auf dem Weg. Was bringt der als Feins? Das nehmen wir noch schnell mit da. Schauen wir das schnell an. Er bringt nichts, was wir brauchen können. Und das kann ich bei ihm bestellen. Nichts, was ich brauchen kann. Ist ja genial, oder? Also Junge, würde ich sagen, du kannst abfahren. 18% voll. Ah ja. Ja, nein, ich brauche wirklich nichts von dir. Vielen Dank für deine Mühe, aber tschüssi. Und mit dieser letzten Tat verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es vielleicht noch ein bisschen besser läuft. Momentan läuft es nicht wirklich schlecht, bis auf die Tatsache, dass wir einfach kein Werkzeug haben und kein Eisen und kein gar nichts und bla. Aber wir haben Schöfe bekommen, das macht mich sehr glücklich. Und was wir mit diesen Schöfen machen, das sehen wir eventuell schon beim nächsten Mal oder dann sicher beim übernächsten Mal. Bis dann, tschüss zusammen und bye bye.